Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4. Uffpelzig. Okay. L1. Da können wir uns wahrscheinlich noch irgendwie hier schwingen oder das Ding erholen. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Ja, das war mal wieder ein hochintelligenter Nathan Drake-Kommentar. Brücke kaputt. Wird schon schief gehen. Ja, irgendwie. Ach du Scheiße, das sehe ich jetzt schon als extrem übel an. Das Ding wird nicht halten. Das rutscht wahrscheinlich runter. Aber wir kennen es jo. Ja, Nate, komm. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Ja, Okay. ich habe schon mit was Schlimmerem Das ist der gerechnet. Plan. Ich arbeite noch dran. Okay, beim Sam hätte es nicht geklappt, oder wie? Na gut, dann halt nicht. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Wie, wir hängen unsere Seite daran. Ja, nix kapiert. Oh Mist, jetzt habe ich wieder irgendwas verpennt. Nee, da komme ich nicht rüber, aber, jo. Irgendwas kann ich mit dem Ding noch machen. Wahrscheinlich dort hier. Oder so. Oder? Dort hier? Stimmt das? Passt das irgendwie? Oh Gott. Irgendwie recht erbärmlich. Jetzt stürzt er sich hier schon runter, okay. Ah, Quatsch, ich kann es von hier aus natürlich. Genau. Dann kann ich hier der Affe-König machen. Okay. Nate, zeig uns der Affe-König. Also. Und der Affe springt. Okay, sehr gut. Hui. Brücken sind eh nur Übergangslösung. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Gott, was der so schafft. Alter. Okay, das sieht bei dem etwas flüssiger, wenn auch von der Engine etwas arg abgehackter aus als bei mir. Ach Gott. Hier geht es nicht durch. Jo. Und wie kommen wir weiter? Steht Sarah mit einer Hand Rindfleischsalat und ein gutes Butterbrot. Damit packe ich es immer weiter. Besser als Schokolade, als Nervennahrung. Wenn nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Mhm. Nathan, sieh dich um. Heilige Scheiße. Es war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl... Wie zum Teufel kommen wir rüber? Ja. Das ist häufiger mal ein Test. Wie zum Teufel kommen wir rüber? Achtung, wenn ich jetzt runterfall. Nate! Okay, er stirbt mal nicht dabei. Nicht schlecht. Was finden wir da? Da finden wir wieder Tagebuchseite. Cool. Oh, der guckt auch so freundlich hier, der tote Kopf, der tote Mann. April 1701. Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Kapitän der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit dem Kreuz. Eine kryptische Nachricht meines alten Landsmannes mit vagen Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen und mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Also von Gold Roger, ne? An jeden, der One Piece kennt. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pembroke überlebt, aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen und meine Crew zu feige, einen Fuß in diese gottverdammten Höhlen zu setzen, hörte meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden, um einen unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben? Möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery, und möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen. Ja, mehr bleibt ein toter Mann dann leider auch nicht mehr. Aber wir können vom Kapitän der Dauntless durchaus hier noch das letzte mitnehmen. Hat er sich in den Kopf geschossen oder was? Warte mal. Ich kann hier dran zoomen. Das sieht auch aus, als hätte er sich irgendwie in den Kopf geschossen noch. Haben wir noch? Ja, wir haben noch eine Steinschlosspistole. Sieht ihm recht ähnlich, oder? Der guckt so schief. Ich hoffe, der hat nicht zur Lebzeit schon so Schlappschnut gehabt. Es ist gewundert, den wäre ich dann auch nicht reingegangen, wenn der so Schlappschnut hat, so Cheffi. Okay, das war eine Buchseite gefunden, aber ansonsten finden wir doch nichts mehr. Dann rennen. Achtung, das bricht bestimmt. Zumindest wenn das Sam drüber geht dann. Holzwirkending könnte helfen. Versuchen wir es. Da ist auch nichts mehr, okay. Also, Affesprung.
Ah, ich wollte gerade sagen, stiehl mir jetzt mein Felser und wenn ich wegen dir in den Tod stürzt, dann bist du des Todes. Okay, ich will mich aber hier nochmal kurz umgucken. Da können wir nämlich auch rumkriechen. Nicht, dass ich durch Schätzel oder so verpasse. Nee, kein Schätzel. Kein Schätzel zu verpassen. Man weiß es aber als nie. Okay, da können wir hoch, da können wir hoch. Ja, bei den Orten, wo ich immer einen Schatz verstecke, das ist nie was. Und 6 Schätze habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch verballert. Das ist so blöd. Dabei mag ich die Schätze in Uncharted 4 echt. Das Wipper. Okay, da brauchen wir das Sam dafür, oder? Sam? Mag schon nicht mal Gleichgewicht oder so? Na gut. Ja, dann hock dich auch mal dazu, du Knetkopf. Du darfst gern helfen. Sam. Danke. Ich drück es runter. Du kommst mir danach. Okay. Schafft. Ich sag's jedes Mal falsch. Das müsste eigentlich, du kommst mir danach. Weil der so ekelhafte Stimmen gehabt hat wie so ein zahnloser Tatterkreis. Ja, warte mal. Was mache ich denn nur von Quatsch? Okay. Okay, das war wenigstens richtig, was ich da von Quatsch geschafft habe. Es ist so schade, dass er das nur schwach hört. Aber ich habe die Ausgabe eigentlich schon auf volle Wumme geschaltet. Ich habe die Lautstärke so hoch gedreht, wie es nur ging. Uncharted 4 ist leider ein Flüsterspiel. Das finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Okay, Moment. Ich glaube, das muss dann dort hier, oder? Damit der sich da hochziehen kann am Seel. Und ich höre ihn ja selber kaum von hier, muss ich sagen. Okay. Ah, das ist das Gewicht gegen. Okay, super. Das ist natürlich noch besser so. Natürlich. Renn. Ja. Okay, gut. Ein weiterer Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Ja, das wäre wünschenswert, es mal zu schaffen. Ach Gott. Gut, ich vermisse irgendwie, dass man auf L2 rennen kann. Wie bei Soma, und ich vermisse die Taschenlampe bei Soma. Ah, danke Nate, dass du dran gedacht hast. Oh, ich höre dich nicht, Sam. Das ist so gemein, dass das so leise ist, das Spiel. Okay. Und ich habe sie schon extra auf Kopfhörer gesetzt. Okay, wo sind wir dann jetzt? Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Das ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Muss was auf die Vogue. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Hm. Sind wir uns da sicher? Ja, ziemlich. Scheint aber Kupfermünze zu sein, oder? Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Abkehr, schon klar. Achtung. Bitte sei keine Falle. Es war so klar. Jetzt sind wir wahrscheinlich hier eingeschlossen, warum auch immer die Fackeln automatisch angehen. Ui. Wow. Kennst du die Form? Das ist Madagaskar. Hm. Da. Der Stern hier. Dort mal wieder jemand Millionen ausgeben für seinen Schatz. Versteck. Um den Hinweis zu zeigen. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall?
Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Das war irgendwie auch klar. Die Sprengmeister, komm. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Dito. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Ach, ich mag die nicht. Fensterwerfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Ich mag die einfach nicht. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur 2 Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie 2. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Ja, gut so, dann Es passiert ist was kein Furchtbares. Was? Ja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wisst ihr was? Jesus. Völlig egal. Kruzifix ist mit Jesus. Ja, sehr schön. Wenn die so blöd sind. Ich mag die Tussi echt nicht. Das ist so wannabe, toughes Manns Vibe. Und so Charaktere mag ich überhaupt nicht. Ich weiß ja jetzt nicht, wo ich hieß soll. Habe ich überhaupt Knarre? Ich habe nicht nur Knarre. Ups. Hallo? Ah, da ist der Sam, okay. Ah, na toll. Spitze. Oh Mann. Nee, also die Nadine wird definitiv nicht meine Freundin hier im Spiel. Die mag ich nicht. Aber die Chloe ist immer noch ein bisschen besser, obwohl ich die auch nicht so besonders mag. Ich glaube, Lost Legacy wird nicht so meins, wenn die 2 Trollas die Hauptcharaktere sind. Haha. Mit dem Monkey Punch. Ups. Das waren verschwendete Patrone. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mal Lost Legacy wirklich geben soll, wenn Nadine, Ross und Chloe do die 2 Hauptpersonen sind. Naja, nicht so wirklich mein Fall. Die beide. Da finde ich Nathan Drake und Sully und Kata wesentlich cooler. So, und dass die immer alles kaputt machen müssen. Und sich selber auch noch. Ja, unfassbar, die Kerle, dass sie sich auch selber so kaputt machen müssen. Und das, obwohl die Musik sagt, dass es ganz, ganz dringend ist. Nicht nur die Musik können sie deuten, es sind Musiklegastheniker, die 2. Aber wo ist er dann? Komm schon her. Schieße kann ich wenigstens. Mit der automatischen Hilfe. Gibt es hier noch irgendwo Kuckler, die ich aufnehmen kann? Dankeschön. Okay, der schießt auch einfach nur Langzeit in der Gegend rum. Und ich mache 3-mal und dann klappt das wieder. Naja. Wo lang müssen wir dann? Ich weiß es alles noch nicht. Aha, dort hier wahrscheinlich, oder? Nochmal M oder Affe-Schwung. Achtung. Okay, das hat gereicht erstmal. Uah. Quatsch. Also die müssen echt hundsmiserable Schütze sein. Hoch, wo kommst schon du jetzt plötzlich so schnell her, Sam?
Okay, ins Wespennest gestochen. Nicht nur gestochen, sondern auch geschlagen und auch gezündet. Ja, so sieht's aus. Wir haben nur immer ordentlich Breitseite verpasst. Ups. Wissen wir was? Der ist... Ach was, der ist für Eich. Nein, Quatsch, das wollte ich da gar nicht. Ich wollte auf Dynamit, genau. Der ist für... der ist für Eich. Da, ihr Knetköpf. Viel Spaß damit. So. Und was noch lebt, wird tot gemacht. So wird es geschafft. So wird ein Schuh draus. Hoppla. Danke. Die Schrotflinte nehme ich liebend gern an. So. So macht man das. Und die haben anscheinend allesamt Schießtraining absolviert. Ich wäre mal wirklich gespannt, wie sowas im schwierigen Modus ist. Naja. Bumm. Einfach so. Die Spezzotti nehme ich auch noch mit. Spezzotti. Die kommt definitiv mit. Was haben wir denn noch? Dynamit. Auf jeden Fall. Finde ich interessant, dass das mal Dynamit statt Granate genommen werden. Ich bin ja mal gespannt, ob eventuell später als Upgrades Granate kommen. Alter. Oh Mann. Vielleicht mal irgendwo in Deckung hier, oder? So. Dynamit holen wir uns auch noch. Sehr gut, jetzt haben wir wieder volles Dynamit. Wir stehen aber selber in der Nähe von so einem Teil. Und nicht das Beste dort zu sein, oder? Nee. Und die Kongo-Jack-Musik sagt uns auch, dass es wir besser uns dummeln sollten. Okay, wisst ihr was? Lecco mio! Gerade noch so. Irgendwie. Ah, okay. Schön, dass ich auf das Sam noch geschossen habe. Ich höre das Feuerwerk mit dir. Was zum Teufel ist los? Ja, sofort hier weg wäre nicht schlecht. Ja, scheiß drauf, nämlich die AK erstmal. Habe ich wenigstens auch eine MG, mit der ich wild rumballern kann. Und eine Spezzotti. Schade, ich habe eigentlich gedacht, dass hier nochmal ein Schatz wäre oder so. Grab und so, ne? Aber ist das jetzt auch die Jolly Roger vom Avery? Nee. Ist nicht die Jolly Roger vom Avery. Schade. Moment. Aber, hinten nochmal nachgucken? Nö. Okay, jetzt kann ich besten Gewissens hier raus. Und sogar das Sully hört unser Feuerwerk hier. Das ist doch auch schön. Hat ja wenigstens auch was davon, die Sache. Okay, okay. Und? Wo sind sie? Die Knetköp. Ah, da sind sie, die Knetköp. An der Flak. Oh, scheiße. Moment. Einmal gleich. Hey! Hör auf, du Scheißkerl! Wow, Mann! Ich glaube, ich habe den Typ an der Flak ausgeschaltet erstmal. Jetzt bist du dran. Sag du Dreck! Komm her, du! Ups. Kann passieren. Okay. Deckung verlassen. Und dann hier. Nochmal Dynamit. Das ist schon mal nicht schlecht. Können wir nämlich dort hier gehen erstmal. Und können dem Säckel nochmal ein schönes Halleluja bescheren. Viel Spaß damit. Ums. Okay, das dürfte der nicht überlebt haben, hoffe ich mal. So. Und du wirst jetzt... Ah, okay. Hat sogar überlebt. Hat sogar nett überlebt. Nicht schlecht. Alter. Das klingt aber auch nicht gerade so gefährlich. Irgendwie klingt das sogar relativ harmlos, die Flak. Sehr weich. Hör mal. Das sehr weiches Trommelfeuer. Trophäe erhalten mit ganz viel Köpfchen. Ja, irgendwie klingt mir die Flak zu weich, das Geschütz. Ich hätte jetzt eigentlich eher was Härteres erwartet. Naja. Wir rüsten uns mal weiter auf mit AK-Munition. Gehen da nochmal runter.
Und dann will ich ja mal gucken, ob hier nicht eventuell ein Schatz oder so versteckt liegt. Und? Schatz? Nee, kein Schatz. Weder ein menschlicher noch ein Schatz als Objekt. Naja, menschliche Schätze werden wir hier eher nicht finden. Nur ziemlich miese Typen. Da ist nichts. Wo? Wo? Ach du. Ah. Jetzt nimm ich. Oh, das rattert aber auch ganz schön. Komme ich da normal rüber? Ja, tatsächlich. Wunderbar. Hey. Hey. Hör auf. Säckel. Oh, da war ein schönes Echo hier, muss ich sagen. Die denken du an sehr viel bei dem Deal, muss ich gestehen. Und... Evil, evil monkey. Eine Matsur. Okay. Jetzt gehen wir mal mit dem Ding selber auf die Jagd, oder? Ich mag das sowieso sehr gern mit dem Snipern. Ja, Snipern gefällt mir persönlich sehr gut. Und deshalb mache ich endlich mehr Munition für sowas und nehme mir so ein schäbige Dragunov, sondern durchaus mal ein schöneres Präzisionsgewehr. Ich wäre ja sehr für das Heckler und Koch PSG 1 mit einer Klavich 1 von der zuverlässigsten. Damit kann man auf 2 Kilometer Entfernung auch jemand noch treffen. Und das ziemlich sicher. Also das Heckler und Koch PSG 1, da wäre ich definitiv dafür. So ein Präzisionsschützegewehr findet man selten. Ach Gott, und diese Kongo-Jack-Mucke hier. Da nix. Nee. Herr auf, Bill. Muss schon nicht in Lincoln sein, Bill? So. Da noch. Ach, viel Spaß. Den Spaß gönnen wir uns doch jetzt einfach mal. Klar? So. Masur LDR. Oder was? Ja. So, den Spaß gönne ich mir jetzt einfach mal mit dem Scharfschützegewehr. Das macht jetzt so noch viel mehr Bock, wenn man mit dem Ding die automatische Zielung noch dran hat. Sehr geil. Okay, die AK will ich nicht. Ich will bei dem Masur nach wie vor bleiben. Das ist Hammer. Vor allem so One-Hit-Dinger mag ich ja sehr gern. Okay, und am Kran, beziehungsweise Baggerkran ist nix. Okay. Die AK könnt ihr euch sonst wo hier stecken, die will ich gerade nicht. Okay, dann hier nochmal runter. Okay, immer weiter laufen. So. Schon irgendwie. Wohin? Achso, der Geröllhaufe runter. Okay. Spring, du Äffel. Sadala. Mettler. Was ist denn das? Was ist denn ein Mettler? Zum Zoomen. R3 drücken. Ah, ist das auch nochmal Art. Präzisionsschützegewehr. Okay, das hat erheblich mehr drin, aber nicht so viel Wumms. Nehmen wir doch das mal mit. Okay, ich nehme jetzt erstmal das da. Ich nehme das, was mehr Wumms hat. Das andere Ding scheint das zu sein, was sonst immer 3 Schüsse abgegeben hat. Der Mettler M30 scheint das zu sein, was sonst immer die 3 Schüsse wie kleines MG hintereinander abfeuert hat und mit dem er auch hat zoomen können. Deswegen behalte ich jetzt erstmal das mit mehr Wumms, das was die Dragunov aus der früheren Dele ersetzt hat. Okay, und hier? Sieht nicht so gut aus. Ich glaube, da müssen wir nicht hier, oder? Nee. Und hier? Achso, dort. Okay. Okay, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Halte Pistole. Was ist denn das für ein uralt Ding? Okay, das scheint wohl eine Schrotpistole zu sein. Na egal. Ich nehme jetzt wieder die Para. Ups. Wer schießt? Wer scheißet? Ja, wer scheißet auf mich? Ey.
Okay, da geht's wohl nicht lang. Ich glaube, da hinten auch nicht. Da muss ich wohl eine Etage höher. Oder halbi. Was war das? Das war ein Quatsch. Das war auch ziemlich erbärmlich gerade. Noch einmal. So. So. Und dann dort hier. Na? Ich soll noch packen, vor allem wenn du verfolgt wirst. Nate. Na? Zack, zack. Ey. Na, wo seid ihr dann? Wo seid ihr dann, ihr Äffler? Achso, Quatsch. Hier muss ich runter. Ah. Wo ist der Kerl? Okay. Kann ich die auch schießen während dem Ganzen? Ja, cool. Kann ich auch. Ups. Rums. Rums. Sehr schön. Ich vergesse die doch nicht. Das macht doch Spaß. Zumindest als Spiel. Ja, wo? Achso, do weiter. Okay. Wunderbar. Ah, jippala. Juppaidi, juppaida. Life goes on. Heide, Witzka, Lappball, Blam. So. Oder so ähnlich, oder? Achso, das ist nur das Sam. Ich habe gedacht, da wäre noch so ein anderer Knetkopf. So. Ach, Sam, kannst du jetzt mal den Typ im Nahkampf killer? Schwache Leistung, Mann. Bombs. Glücklicherweise stehen hier überall die Fessel rum. So. Aber das machen die schon seit Uncharted Ends. Jo, ich höre dich kaum noch, Sully. Der Empfang ist ziemlich mies. Aber Moment. Ich unterbreche so ungern bei solcher Action-Szene. Da mache ich so ungern einen Cut rein. Deswegen wird es auch halt wieder ein bisschen länger werden. Ich mag das einfach nicht so, wenn man Mitte in Verfolgung ist und dann, jetzt mache ich meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder. Das ist doch würde ich mich persönlich auch ein bisschen verarscht vorkommen beim Let's Player. Von daher machen wir das auf jeden Fall hier auch noch zu Ende. Okay. Wo ist er? Okay. Das ging? Ja, sehr schön. Ratatam? Ah, Ratatam seid ihr. Ratatam? Das kann ich auch. Und zwar wesentlich besser als ihr. Ratatam. So. Beziehungsweise Emol Ratapuff. Und dann war's das. Weiter die Rutschpartie. Rutschbahn in die Freiheit. Yay. Hey. Ja, uff. Oh Gott. Was er wieder schafft, der Kerl. Das gibt's doch gar nicht. Okay, jetzt hat er. Jetzt hat er. Was der Typ immer schafft. Na Allah. Die geile Altfliegerjagd. Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje. Immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles? Das Kreuz des heiligen Also, Dismas? wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tew war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heilige Scheiße. Aber hallo. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau?
Kings Bay, das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Und die Das kenn ich Frage ist, nur. Ziemlich warum großer die Hafen. all ihr Schätze Ist zusammenlegen etwas genauer. sollten. Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben. Die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Ja. Natürlich, Münz. Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Ja, und die andere Knetköpfe wissen es nicht, weil sie keine Münz genommen haben. Aber ihr liebe Leid, ich steht Sarah, an der Stelle mache ich jetzt definitiv meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, Iron Yankee.